Ich will für dich für ein bisschen die Kurzdiskussion, die wir werden haben, die noch nicht allzu lang wird dauern, eine vorstellen, die wahrscheinlich viel von den Leuten, die werden dabei sind, weil heute Abend noch Kinder dabei ist, sich werden stellen, Lydia, du warst am wirklichen Leben Prof für Griechisch und Latein am College. Du hast an deiner Freizeit den Test geschrieben. Was hat dich davon aufgesehen, dass du natürlich als allererst die Gedichte über Saturn, was spannend ist, was hat dich so lange darüber fasziniert, was hat dich da fasziniert, dass du mit so viel Energie, Kraft da durchgegangen warst. Muss sich immer hierfür anfeiern, dass du als allererst, ich schon zähle und nicht genau am Kopf, wie viele Gedichte sind es, 300, die da dran sind. Aber insgesamt 400? An der nächsten Bandlo. 372. 372 von, ich weiß nicht, 100 Autoren, 120 Autoren, wo du überall für dich da warst, für dich übersagt, was hat dich da so fasziniert? Und der ganze Sache, du schreibst auf einer Platz, dass die Werk aus sich repräsentativ ist für seine Zeit, eine Anthologie, wie der wenig gauf. Erzähl uns ein bisschen über dein Rapport zu den Korintianern, wenn du willst. Den Rapport habe ich ja 100% dir zu verdanken. Das wollte ich aber noch nicht sagen. Das ist aber so. Das war ja, am Kader von Travail de Candidature, wo ich eigentlich einen anderen Sujet am Kopf hatte und wo du mal proposiert hast, ob ich nicht einen Blickfeld auf Korintianer werfen. Und ich war effektiv vom ersten Moment fasziniert. Kleine Klammer. Ich probiere momentan auch die anderen 28 lange Gedichte, die nach übrig bleiben, zu übersetzen. Aber das wird aber nach einem Strappelchen dauern. Also die lange Faszination. Für diesen Mal war es für mich auch ein bisschen aber ein Sprung an Kaltwasser, weil es doch eine Zeit ist, die ich, also die Renaissance und nicht auf der Uni, echt nicht traitiert gehabt. Und dafür hat es mich immens fasziniert, für do Gedichte zu finden, die wirklich klassisch Dichtung wollen machen. Das gelingt ihnen vielleicht nicht gerade immer, während aber andere Gedichte, davon habe ich auch den Abend viel lesen gelos, fand ich, sind remarkabel strukturiert, remarkabel klassisch angehaucht, nicht nur was den ja, was Form angeht, an Wörter, die gebraucht gehen, aber auch ganz tags wie soll ich sagen, kann dire c'est faire. Also, wenn sie so etwas, was sie behaupten etwas, was implizit am Gedicht auch gemacht wird, am Vers auch gemacht wird. Das heißt, eine große Disziplin am Anfang von den Dichtern für wirklich an ein Schema zu passen, das sie sich selber kreiert tun von der klassischen Dichtung. Da das also den ersten Punkt immer den dann immer nicht auf Passage gestoßen ist, an der Hut muss ich fairerweise zugeben, den Eisenwein gut vierer gelegt, dass die meisten klassischen Zitationen, die waren releviert. Ich konnte DAX nach pur dabei setzen, aber hier hat ausschlaggebend schon immer die Passagen situiert. Für immer nächst du zu gesehen, was den Autoren zu der Zeit bekannt ist, was von klassischer Literatur ihnen dann noch wichtig ist und ob was sie Wert legen, selber zu gebrauchen. Und dann, last but not least, einfach ja, bleibt es einfach Faszination, etwas zu entdecken, was noch nicht, was nach Kefirum mir entdeckt wird, was ich wirklich kann übersetzen, was ich den Leuten Minot kann bringen, an ein bisschen wie ein Puzzle. Da werden viele Leute drüber lachen, wie ein Puzzle, was den dann Stück für Stück zusammensetzt, für das ganz nicht so gesichert gehen wird, Demos vom Publikum oder vom Korintius im Umfeld, wo gehalten ist. Das ist auf alle Fall durch den Erbig gewissen, dass die Sachen aktuell sind, dass sie auch hautnah schön sind, dass er wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Heinz, du hast ja die Impression, boff, ja, Teier den an Heinz, ja, mit das auf Latein, der das verstipst, also das seht, da ist nicht mehr.
Ich meine, der Konträrs Bauer, wenn sie das an der Erfahrung, dass er noch nicht irgendetwas sagt, wo man es oubliert, dann kann ihn durchstehen lassen, sous Prätext, dass effektiv die Hürde von der Spruch, die zu hören ist, nicht mehr zu hören wäre, weil das nicht der Fall. André, je voudrais à toi aussi te poser un peu la même question. Ton engagement avec l'Atomus, c'était pendant la retraite, en fait, au temps de la retraite, que tu es mis pour de bon. Comment raconte-nous un peu ton rapport intime, si tu veux, avec l'Atomus, parce que quand même, là, tu as, je sais pas, passé une bonne dizaine d'années avec lui. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a fait mouvoir en avance? Qu'est-ce qui t'a fait tenir le coup? Parce qu'il faut le dire quand même, c'est pas toujours évident de traduire des textes parfois rébarbatifs. Et tu as fini par écrire la première biographie qui montre la vie de l'Atomus comme une évolution d'une seule pièce. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à aller de l'avant? Et quel est l'enthousiasme que tu pourrais peut-être partager avec nos auditeurs, spectateurs, qui connaissent moins le personnage que tu ne le connais? Oui, je parlerai d'abord du latin. Pour moi, c'est un peu ma seconde langue nationale. J'ai étudié à Rome, comme tu sais. Là, les cours étaient en latin, les examens écrits et oraux également. Ta première thèse, tu l'as écrite en latin. Je l'ai écrite en latin, oui. Et c'était le temps du concile, et je me rappelle, ces orateurs romains parlaient comme Cicéron. Incroyable. 2000 ans après, n'est-ce pas? C'était vraiment... Et ça, le latin, pour moi, c'est vraiment une langue personnelle, si tu veux. Alors, l'Atomos, quand on m'a demandé donc de traduire un texte, là, j'ai été de suite vraiment accroché. Parce que j'ai lu la lettre d'un bout à l'autre. Et c'était une longue lettre de dédicace à un autre luxembourgeois d'Arlon, Matthias Helt, qui était vice-chancelier de Charles Quint. Et donc, ça m'a vraiment attiré. Et je me suis dit, mais là, il y a une mine. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait, mais j'ai foncé, je dirais, profitant de ma pension. Et tu sais un peu le parcours que j'ai eu. Et voilà, mais c'est vraiment le latin qui m'a accroché chez lui. Avant de le connaître personnellement, je dirais. C'est par le latin que je l'ai connu, parce que sa manière de s'exprimer, d'une manière très personnelle, très vivante, très active. Quand il écrit, c'est pour dire quelque chose, c'est pour accrocher les gens. Il avait dans son latin une persuasion qui te prend. Et voilà, je dirais, c'est ça. Oui. L'Atomos, je continuerai à l'étudier, je crois, bien que j'ai fini ce livre, mais ce n'est pas fini de le découvrir. Tout à fait, merci. Ich meine, das ist wichtig, dass man darauf hinweisen, dass die Autoren, die zwei Autoren, oder die Kollektion an den Autor, die den Abend à l'honneur sind, die hat uns wie gesagt, c'est une mine für dein Wort abzugreifen. Auch du warst von Entdeckung zu Entdeckung gegangen, und ich meine, das ist auch noch nicht fertig, oder Matt? Das ist eigentlich wichtig, dass man den, also für mich wäre auf jeden Fall wichtig, dass in Message von heute Abend eben den ist, dass die Schätze, die an den Autoren dran sind, nach lang nicht geholfen sind. Ne? Also, wenn von den Büchern, die du um dich Laien an der Grab hält, da kann ich so, bon, sind da 400 Jahre, hat kein dran geguckt, oder sind da 350 Jahre. Ne? Ich lege den so, lift. Ma ja, gerade du weinst, rentiert sich, ja, für sie abzuschlagen und dann zu entdecken und dann für eine Zeit natürlich, und das ist wichtig, zu übersetzen. Das ist ganz klar, dass ein Exerzice, den am Ende oft inner Schad geht von der Übersetzung, was ja auch eine Kreation ist, das ist nicht nur irgendetwas, Google Translator oder so etwas, mir alle Übersetzer als auch Poet, als Dichter, ne? An das den Exerzice von der Übersetzung nicht nur eine Aktualisierung ist, nee, wirklich auch eine hermeneutisch verständlich Machung von dem, was da steht,
an dat auch Lektüre von eiser Zeit, die dann Latein nicht so gut vielleicht können, dat könne genießen. Ceci dit, also da war auch eng wie so sind als Autoren d'une certaine façon also ganz Vierläfer kann ich so, also sie kann ihn auch trotzdem an als Zeit ranhöllen. Den andere bisschen, tu as mentionné quelques-uns des étudiants qu'a eu la Thomus, dont Ignace de Loyola, Jean Calvin, Rabelais, enfin, ce n'est pas rien quand même. C'est pas tout le monde qui peut dire oh, Rabelais, c'était mon élève. Tu as pour extra Lesegelos, mais sind ganz viel andere natürlich ganz bedeutend Leid, die du beim Kreuz an einem Ausgang sind. Die Reso, den du hat, den ist einfach unglaublich. Also wenn sich für einen anfeiert, der Kardinal Pietro Bembo, der größten Ciceronianer von seiner Zeit, Editor von Petrarca, Editor von Dante, Verfasser von italienischen, afro-lateinischen Gedichten, Übersetzer aus dem Griechischen, das war nämlich nicht von all den Filmen. Den Ulrich von Hutten, gute Kopper, den Dunkelmännerbriefe geschrieben hat. Ich könnte Piero Valeriano nachnennen, den ein Buch über Hieroglyphe geschrieben hat. Das wären sie ganz froh an der Zeit. Ich könnte Gräzisten nennen, wie den Scipione Fortiguerri, den griechische Texte herausgegeben hat. Alle guten die sind beim Corinthians an einen Ausgang an Claude drängt sich bald op. Mir hun an der Nationalbibliothek an noch du selber noch Kollegen zu mir hun viel darüber geschafft, den Kollektion von den Briefen, die zu Kolpech Kontext von der Madame Meirisch von größten geschrieben goufen, die auch Demos europaweit bekannt werden. Einer das auch angespielt auf Journée littéraire von Mondorf, wobei muss so also eigentlich die Quantität von den Leuten, die beim Corinthians sondern ausgegangen sind, die stellt das eigentlich ganz an das Schiert, was man da haben. Also wie ging es do literaturgeschichtlich, literaturwissenschaftlich, ohne dass man alle Guten die einzelnen Autoren müssen nennen. Aber das ist doch gewaltig, was eigentlich do Lützeburg als Mäzen, als Inspirateur gelegt wird. 450 Jahre, 450 Jahre, ihr dann die zwei anderen, die Cénacle littéraire, auf die wir zu Recht auch froh sind, auch stolz, aufrecht sind, zu Lützeburg gewirkt haben. Wie wirkt das auf dich als Literaturwissenschaftler? Kittas du lo, das so vielleicht nicht Spezialist für 16. Jahrhundert, was musst du aber nicht sein. Du bist aber Spezialist für Lützeburger Literatur. Also das, was mich fasziniert hat, bei dem was Schere noch, weil ich gelesen habe, also tatsächlich so, dass wir hier von einem Netzwerk schwätzen von europäischen Gelehrten, Künstler und so weiter. Das ist etwas, was eine gewisse Modernität vielleicht tut, wenn ich zurückblicke. Wobei ich immer so, wir sollten das an den historischen Gesichtspunkten gucken. Mit natürlich, also etwas wie Torti Coriziani, etwas, was ich kann eine Verbindung bringen mit dem Cercle de Colpach, also mit Aline Meirisch de Saint-Hubert, das nach dem Ersten Weltkrieg intellektueller Schriftsteller aus Deutschland und aus Frankreich wollte zusammenbringen hier zu Lützeburg oder dasselbe was Danis Kolz zusammen mit Nick Weber, mit Edmond Dune und mit dem deutschen Horst Bingel wollten zu Mondorf machen an den 60er und den 70er Jahren, aber Not Danis Kolz an den Jean Portante an den 90er Jahren gemacht hat. Was war immer die Idee, an einem Gespräch zu sehen, und zwar an einem internationale Gespräch, weil Gespräche zwischen den Gelehrten waren immer international oder an der Zeit eben europäisch. Das der Deich an das, was mir haut immer nächst probieren, so Laboratorium zu schaffen, wo man Leute mit ihnen ins Gespräch bringen. Da sind wir auch zu Recht ganz hochfrisch drauf. Wir mengen, dass uns das Wissen fehlt aus den früheren Jahrhunderten. Und justement, das Jahrhundert vom Humanismus an Torti Coriziani, das weisen, dass das schon eine Realität war. Und ich fand es wichtig, dass wir uns die Realität für uns anfeiern. Erstens, für ob etwas anzugehen, nicht weil eine Leistung ist, die Lützeburger gemacht haben, mir wird einfach nehmen,
demals ein europäischer Bildungsstandard war, für den zu erinnern. Ich meine, dass uns das, was man noventieren haben, unseren Zugang kann gehen zu dem, wo ich wirklich mengen, was eine Auseinandersetzung war von der Zeit. Vielleicht ist uns manches friem. Also, was kann uns friem sein? Spruch. Es tut mir leid, die 3 kennt alle gute noch den Novent op Latengisch feieren. Für mich müsste die Übersat gehen. Du willst nicht froh, dass es die Übersetzungen gehen. Mir auch schon die Übersetzungen können uns haut es das friem sehen. Für wat, wenn man mit einem Literaturbegriff von, und es sind absolut d'accord, wir schwätze von Literatur, mit diesem Literaturbegriff, den uns vielleicht ein bisschen wie friem gehen lässt. Was das uns eigentlich so friem? Mengen scheinst du darunter, und für was sind die Arbeiten so notwendig, was können sie uns noch bringen? Nämlich den historischen Kontext von den Poetiken, von Demos, von den Rhetoriken. Auch die Übersetzung allein, mengenisch, hilft haut es das nämlich weiter. Du willst gerne doch Kommentare. Wir müssen, dir muss uns die Forscher mehr vertraut machen, das macht er ja mit den Bildern von Demos, mit den Traditionen, mit den rhetorischen Traditionen, mit den Topoi, mit den Tropen, mit den mythologischen Beziehungen, weil uns die manchmal an den letzten 200-300 Jahren ein bisschen mehr friem gesehen. Und das ist das Spannende dabei. Wenn in die erklärt kriegt, dann seid ihr, wie liebig die Texte sind, dass sie schon über den Klang sehen, da tun wir den Novent auch hören. Da können wir bis drittens manchmal dabei, wird uns vielleicht nicht einem modernen Literaturbegriff entsprechen, aber Demos als Standard gesehen hast. Mit Noventieren sind ein ganz paar die Casual-Carmina, also Gedichter, die bei einer Gelegenheit entstanden sind. Und du braucht man für die Sachen zu verstehen auch immer einen gewissen kulturgeschichtlichen, historischen Kontext. Mit die Casual-Carmina gehört zu dem Höchsten. Das ist der Höchst, was den kommt auch mitdelen. Und das fand ich spannend. An so ein bisschen von der literatursoziologischer Betrachtung wegkommt von den Netzwerken, die entstanden sind. Mit den 2 Sachen sind die Netzwerke, und sie sind nicht neu für uns Zeit, die gab es schon Demos, und sie waren Demos nach viel mehr ausgeprägt, kann ich sagen. Deshalb hat man ein paar 100 Jahre noch nicht müssen entdecken, insbesondere an europäischer Beziehung. Und der zweite ist, und das ist ein ganz großes Plädoyer für den offenen, gewinn haut es das so ein Literaturbegriff, weil wir vielleicht muss sich das bewusst machen, wir eigentlich einen verkehrten Literaturbegriff, weil den wir holen von der Individualisierung, den Nummer ich seit dem Ende vom 18. Jahrhundert. Wir haben eine ganz lange Tradition von vielen Jahrhunderten, wo der Literaturbegriff wie breit war, aber wo es nicht am Bezug dazu ein individuell Ausdrucksweise geht, mir eine individuelle Handhabung von den rhetorischen Outils, die in Demos zur Verfügung hat. Und das fand ich, und die Tradition zu erinnern, das ist eine grosse Ouverture, eigentlich für die Zeit, an der wir leben, und noch für den 20. Jahrhundert. Merci, Claude, du hast ganz recht. Also, es geht ja effektiv nicht darum, zu sagen, dass wir alles nicht möglich gewesen, von die Leute noch kein Letzteburger gewesen sind. Das ist nur zufällig, dass wir hier an der Nationalbibliothek von Letzteburg sitzen, dass wir die Autoren sammeln, weil sie eben nach einer gewissen Definition an als Sammelgebieter fallen. Die hätte gerade so gut noch keine Franzosen oder Engländer oder so etwas. Das ist egal. Wir sind natürlich froh, dass wir sie haben. Il faut voir aussi, quand on regarde les genres, que l'Atomus, dans lesquels l'Atomus a excellé. Donc, on n'a que quelques lettres, je veux bien, mais quand même les lettres sont des œuvres d'art. Il a écrit, commenté des ouvrages de rhétorique, il a commenté la comédie latine, il a prononcé des discours d'apparat, il a écrit des poèmes, même en grec. Il a écrit des ouvrages de controverses, de théologie, il était historiographe, il a écrit de l'historiographie en vers. Donc, si bien qu'on ne peut pas, avec une certaine idée de la littérature, dire il était poète lyrique, ou il était historiographe, ou il était épistolographe, enfin bon, il était tout ça et beaucoup d'autres choses. Et c'est justement donc difficile de faire ressortir du contexte historique toutes ces dimensions qui ne nous sont vraiment plus familières, mais
qui peuvent quand même être mises en lumière par des travaux comme les tiens. Bei dir, Lydia, da sie auch literarisch, enfin, bei der Koreaner nicht, ich identifiziere dich schon bald danach. Pardon. Aber da sie auch literarisch Begriffe, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Emulatio von der Antiquität, ne? Oder Imitatio oder auch. Oder mengt auch einen gewissen Eklektizismus, den verschiedenen Approche miteinander verbunden, ne? Den streitenden Ciceronianismus battait son plein Demos zu Rom, ne? De Bembosch und gesagt, das war in der gesagt, man muss alle Leute schreiben wie Cicero, geht das selber nicht gemacht hat. Also egal, das war ein kritisch Waff gegen andere, die jetzt nicht fertig bräuchte, vielleicht. Ne? Das sind aber natürlich, wenn den haut zuerst dann gucken, der Begriff von Emulatio, Nachahmung oder Imitatio oder auch Surpassement von irgendeinem Vierbild, dass sie keine literaturwissenschaftliche Kategorie mehr haben. Da muss ich mich verbessern, wenn ich mich irren. Kilo komme so, ich arme den Thomas Mann, mit dem Ziel, besser zu schreiben wie hier. Dinge von a priori für ein Dabo erklärt, gegen ich mengen. Ne? Also da sind effektiv ganz viel Literatur theoretisch Enjeux auch. Aber ich will also natürlich nicht auf Theorie beschränken. Ich will aber just so, und die muss genannt kann sie benennen, ne? Qui nous aideront à comprendre justement l'enjeu littéraire, théorique et littéraire de ces textes, parfois, il faut le dire, un peu rébarbatifs à notre goût. Il faut un peu de patience. Ich meine, kann ich nicht immer, das ist ein schöner Ausdruck, Wellenkampfphilologie, ja, wo c'est juste Chef-d'œuvre ist. Ne? So ist ja, ich meine, das System kann ich vielleicht so etwas, die Konzepte von Nachahmung und so weiter, die vielleicht auch nicht die Aktualität, aber wenn man es an den Kontext von der Zeit setzen, was sozusagen der Kontext ist von einer Querelle des Anciens et des Modernes, für eigentlich zu frühen, was tut ein Qualität, und ich gebe das überdrohen, dann haben wir halt vielleicht nicht mehr die Vorstellungen oder die Diskussionen von einer Querelle des Anciens et des Modernes, wir haben aber sozusagen ästhetische Auseinandersetzungen darüber, über Aufsetzungsbewegungen, wen sich kann aufsetzen, aber wie vielleicht auch an einem bestimmten Mouvement littéraire kann schreiben. Je voulais dire aussi qu'au fond, c'est l'humanisme de l'époque qui est un humanisme international et, comment dirais-je, qui contenait toutes les sciences. La langue latine était la langue de discussion dans ces gens-là. Donc, il y avait une langue internationale, l'équivalent de l'anglais actuel, n'est-ce pas? Et malheureusement, par après, avec les nationalismes qui sont nés, cela a fait des séparations aussi au point de vue culturel. Et il faudrait revenir peut-être à cette époque-là. Pas revenir à cette époque, mais enfin, ne pas l'oublier, s'en ressouvenir. À ce monde-là, ce monde de pensée, de l'humanisme. Tout à fait. Un humanisme plénier qui comprend tout et tout le monde. Et qui est inclusif plutôt qu'exclusif de quoi que ce soit, de tous les genres, enfin, de la poésie la plus licencieuse à la poésie épique, biblique, enfin bon, tout y passe, et tous les humanismes y passent. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression, en lisant les auteurs de l'époque, qu'elle était dans la pensée bien plus libérale, bien plus ouverte, et bien moins dogmatique que ce n'est le cas parfois aujourd'hui, enfin, quand on entend le discours public. Enfin, c'est loin mon impression. Que si bien donc, on n'a pas tout à apprendre, mais enfin, ça ne nous ferait pas de mal de nous en souvenir de temps en temps. Oui, parce que nous vivons dans un monde d'exclusion, au fond, actuellement. Ce n'est pas qu'une époque maintenant où il y a des nationalismes, ce qui a été quand même également caractéristique pour l'humanisme et pour cette vue peut-être plénière, c'est qu'il n'y avait pas encore cette dissociation entre les arts, les sciences, etc. Ça,
Pardon, c'est exactement ce que j'allais ajouter à ce que M. Delvaux a dit. C'est cette attraction exercée donc, pour mon groupe, pour mon cercle, par l'art, justement, par cette sculpture que l'on a discuté, dont on a discuté, sur laquelle on a échangé. Et il y avait ce mélange de l'art, de la croyance, de la littérature. Donc ça formait un tout. Et les poètes pouvaient bien être croyants, ne pouvaient pas l'être, mais ce qui exerçait la fascination, c'était d'échanger sur cet art, de donner leur avis face à cet art qui, de toute façon, au début du XVIe siècle, était en pleine redécouverte à Rome aussi, l'art classique. Et voilà, donc cette conception des arts, voilà, pas de la littérature seule ou de la poésie seule, mais de cela comme un tout. L'approche à la totalité des savoirs était différente. L'idée de l'encyclopédisme est une idée qui ne naît pas au XVe, mais enfin, déjà ça commence quand même avec Policien, et l'idée de l'encyclopédisme, d'embrasser dans une seule vue d'ensemble tous les arts et toutes les sciences, est quand même à ses racines dans le XVIe, à la fin du XVe, dans le XVIe siècle, pour vraiment fleurir au XVIIe. Donc, peut-être c'était toujours une utopie, mais enfin quand même une utopie vécue au quotidien. Il ne suffit pas, enfin, même si on n'atteint pas le dernier point de perfection, on peut quand même vivre comme, non pas vivre comme si on pouvait l'atteindre, mais se diriger dans une direction où si on avait assez de temps, pourrait l'atteindre et embrasser justement dans une vue d'ensemble tous les arts, toutes les sciences, sans exclure quoi que ce soit sous prétexte parce que ce serait de la poésie licencieuse, ou alors la médecine, évidemment. La médecine, c'était un art humaniste, l'éloquence, c'était un art humaniste, la jurisprudence, c'était un art humaniste, l'astronomie, l'astrologie, l'alchimie, tout ça, c'était des arts humanistes, et qui coexistaient très paisiblement, la plupart, enfin, normalement. Il y avait des différents, bien sûr, mais voilà. Bon, Claude. Was mich vielleicht noch fasziniert, das die Vorstellung vom sozialen Abstieg, den an der Biografie aber deutlich geht. Beim Jean Foucault, für so zu sagen, und noch beim Latomus. Das sind natürlich außergewöhnlich, aber ich fand die Auseinandersetzung mit den Biografien weist auch schon etwas wie eine Möglichkeit für einen sozialen Abstieg gab oder für eine Bedingungen, die möglich war. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich die Sache nicht so kenne, mir das interessiert mich stark. Wie ist es gegangen, für dass die Chance hat, den Abstieg zu machen? Also hier muss ich fairerweise sagen, dass natürlich den Coritius, den hat, den hat eher gemacht, weil den Virgil auch vom Senex Coritius schwätzt, an den dichterischen Umkreis, den Coritius dann fand hat das natürlich sehr als Vergleich benutzt, während hier selber aber als Kleriker op Rom gegangen ass an do fir déichtemol menggen sech éichter etetaléiert huet eben als Geestlechen befiren dann rondëm en Literaturkreis opgebaut huet. Also den Obstiers natierlecht war den Numm war viel wert, denen sech ginn huet fir bei de Rémer an de Netrémer bekannt ze ginn. Mais et war net also hin ass net recht durch den Rassemblement bekannt gehen. Wie kann en sich dat firstelle vun der Razeo? Jean Foucault, wo geht an Schoul, wie könnten op Rom? Muss gené gucken, wo an Schulgang wissentlich hunnecht natierlech rausgesicht ass mat als Enseignement gëtten assen zu Heidelberg retracéiert an do gëtten vum Jakob Wimfeling, wo dann en Baccalaureat an der Kongen an der Theologie effektiv mëchte. Denno gëtt in gewissen
Sprung von los mal so 1480 plus minus bis an 90er, wo nicht just wies für wat ob Rumgang hast wie in den Moment schon kommen gibt relativ sehr als ein aber wichtigen Sekretär oder Protonotär Notar an dem Sinne angestalt an bleibt eben an sechs Päpst der tunisch gesot an geht doch immer als nicht nimmen von verschiedenen Päpst mir auch zum Beispiel vom Valeriano den du für mentionéiert hast an segem de Literaturum Infelicitate, also gëtt do als homme de lettre justement an net glücklichen oder net wie in der Lösung. Also malchanceux durchgestalt, an dem sen wohl sein Erbecht konnte ausüben und der Kurie mir awer huet missen zum Schluss nes Trägern seg hemischte fortlaufen. Also il a dû fuir Rome lors du sac et sans revenir chez lui. Mort en chemin. Voilà. Ich meine, dass von den Projekten, die man in Zukunft auch werden hun, wäre so Biografien not zu gehen. Und wann ich guckt, was geht in du not, dann ist natürlich auch den Engagement am Territoire, den das für mich nicht zentral. Mich spannend das aber zu wissen, wirklich für mich also schon, wo gehen sie an die Schule, von wem sind sie gefördert gehen, wie waren Schulmeister, wie waren Pasteia, die die Schüler entdeckt und gesagt haben, dass dem Doten, der geht vielleicht nur Pastoren, die fördern mal, weil tut ja auch, hast du mal zu denen, dass ganz oft die Biografien hängen ja auch vielen Zufall zusammen, was immerhin do gewirrscht, die gesagt hat, dass dem Doten kann etwas gehen, und dann hat ihn das Studium müsste finanzieren, weil das vielleicht von daheim aus nicht konnte finanziert gehen. Und ich meine, das sind so kleine Detailfrohen, die aber manchmal nicht können uninteressant sind, wenn sie sich dann noch mit der Biografie beschäftigt, auch wenn es just ein Fußnote wert sind, und dass du nur die literarischen Karrieren oder die Karrieren, an denen ihn geschafft wird, sie wird als Conseiller, als und so weiter und so fort, dass die natürlich am Mittelpunkt stehen. Ich meine, die kleinen Feinarbeit, sozusagen auch zu gucken Territoire vom Duché de Luxembourg, wie waren da so Förderungen möglich, dass man das in den Biografien auch kann, hoffentlich irgendwann ein deutlich machen. Das Cloame est modus in rebus, wie den Horaz gesagt hat, also es geht im Moment für abzuhalten. Ich will Neike für dich dir Lydia merci sagen für die Präsentation. Du sagst gewiss, wie spannend das alles ist. Du warst wahrscheinlich die einzige Lützeburgerin, die an den letzten Jahren 100 verschiedene Dichter übersagt wird auf Französisch. Das muss ich auch mal sagen. Merci für den faszinanten Abblick an den Arbeit. André, à toi aussi, un grand merci d'être venu ce soir, de nous avoir fait participer à tes recherches, à tes réflexions sur la vie et l'œuvre de l'Atomus, dans toutes ses multiples facettes. Il resterait beaucoup de choses à dire. Ce sera peut-être pour une autre fois. Merci d'avoir été ici ce soir. Merci Claude dir. Den Titel wollte ich aber so von der Table Ronde am Gespräch. Geht um eine Suggestion von dir zurück. Ich bin ganz dankbar dafür. Wir sind ein bisschen ans Gespräch gekommen. Ich hatte programmatisch gesagt, wir als Nationalbibliothek, natürlich will wir am Gespräch bleiben als Personen, wir als Nationalbibliothek wählten auch am Gespräch mit all denen bleiben, die sich für die Frohen, die für die Stücke ein bisschen abgeworfen sind, für die Stücke ein bisschen ugerappt sind, skizziert, geht interessieren. Wir wählten am Gespräch bleiben und wären froh, wenn Rückmeldungen kriegen, wenn interessiert Leute gehen bei so einer Bibliothek kommen und dann können sie zusammen gucken, was zu machen ist, weil es bleibt sicherlich genug zu machen. So, Schneike, merci Claude, und dann einen schönen Abend noch.